Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Ja, und nach dem Ultra-Reinfall vom letzten Mal hoffe ich, dass diesmal wirklich, also, ja, Ultra-Reinfall, das passt. Also nach dem Reinfall bei der Ultra 2 hoffe ich, dass diesmal entspannter läuft, weil das haben wir ja zumindest theoretisch, haben wir das schon getestet. Ja. Das machen wir jetzt, das ist dasselbe Teile in schwarz und das ist jetzt ein bisschen, guckt, besser ausdruckt. Das ist, da habe ich also so Rahmenstruktur gehabt und das war halt der Scheiß. Und das habe ich diesmal auch schon aufgebaut, also das durfte jetzt wirklich in 5 Minuten gehen. Weil irgendwann muss ich es doch mal schaffen, dass man 5 Minuten Video hinkriege. Und nicht immer da so eine halbe Stunde da. Wobei, vielleicht sollte ich auch einfach mal anfangen und weniger labern. Da würde ich sagen, legen wir doch los. Schraube das auf. Und keine Sorge, der Ultra 2 beim Arbeiter. Da überlege ich mir jetzt für den nächsten Schritt, gerade drucke ich da die Teile für eine Mega-Konvertierung, also zu Mega-Pfeile da hätte ich auch noch welche daheim. Dann gucke ich, die Modelle habe ich bestellt für die Elite-Konvertierung. Und da gucke ich, aber das kann ein bisschen dauern, bis die kommen. Deswegen, ich glaube, die Teile für die Mega sind schneller ausgedruckt. Da kann man, glaube ich, die Schwungrädler, so wie ich es gesehen habe, kann man da die Schwungrädler behalten. Das wäre dann natürlich fürs Erste, wäre das schon cool, das erste Mal zu testen. Da kann sein, dass ich die Mega-Pfeile da ein bisschen kürzer muss, weil die passen da bei der Ultra 2 nicht ganz rein. Ja, schaut euch das Video von der Ultra 2 auch an. Das war das letzte, das ich gemacht habe. Ich sag's euch, das hat Nerven gekostet. Das hat mir den Tag versaut. Ja, aber ich denke, das ist ganz gut, das auch mal zu zeigen. Das gehört auch dazu, dass mal Dinge nicht so klappert auf Anhieb, wie man sich das vorstellt. Und dann probiert man nochmal rum. Das ist. Ich hab's letzte Mal geschaut, die Dinge muss man wegzwicken. Das habe aber nicht gemacht. Jetzt ist die Überlegung, zwicken wir es diesmal weg? Oder guckt, da ist schon Abrieb von dem Hebel da. Nein, ich glaube, wir zwicken es nicht ab, weil eigentlich wollte ich das Blaster gar nicht aufmachen, aber wenn es halt he ist, müssen wir es halt richten. So, du kommst raus. Da kommt der Pempel ist das. Aber ich glaube zumindest, dass das deutsche Wort dafür ist. Das ist jetzt auch wie bei den Klempners da, der Werner da, wie die heißen. Das ist jetzt eine Trilogie in 4 Teile, die Double Strike. Wobei die haben Trilogie in 5 Teile gehabt. Da kann man da so Schraubenzieher nehmen. So. Jetzt gucken wir, ob jetzt für den Teil dann endlich gut ist. Wobei, wenn wir dann schon so viel gemacht haben, ja gut, der 5. Teil wird es schon geben, weil wenn das jetzt geht, ich glaube, dann probiere ich mir an dem Hämmerle auch mal, passt das ein bisschen an mein Finger an. Also wenn wir schon so viel gemacht haben, das scheint besser zu sein. Guckt, da steht gerade das Triggerle fast schon aus. Nicht ganz, das passt nicht ganz von dem Maße her. Das ist halt, ja, das ist glaube ich auch echt schwer, so ein Modell so richtig, das weiß ich auch noch nicht. Also das kriege ich hin, Modelle frei zu machen, das habe ich schon für andere Projekte gemacht. Aber da braucht man, glaube ich, für sowas. Jetzt habe ich vor lauter Babbele. Erstes da, nein. Das habe ich diesmal schon aufgebaut für mehr Leistung.
Und wenn der Editieringenieur da dran denkt, legt er vielleicht einen cooler Sound drunter für mehr Leistung, wie bei dem Hör mal, wer da hämmert oder so Sound von so amerikanischen Motoren. Wenn mein späteres Editier ich da dran denkt. Und wenn nicht, merkt ihr mich halt in die Kommentare, dass ich das nächste Mal dran denke. Ja, guckt. Ich glaube, das hat's nicht so mega, dass wir das auf und zu gemacht haben. Da läuft auch die Kante von der Spritzgussform da direkt dann durchs Loch durch. Das ist, glaube ich, auch nicht so geschickt. Also, weiß nicht, ob da vielleicht schon irgendwelche Kunststoffingenieure da zuguckt. Aber ich glaube, von meinem Verständnis ist das nicht so clever. Aber sagen Sie mir, wenn ihr da vom Fach seid oder mehr Ahnung habt wie ich. So. Ja, die 5 Minuten hätten wir schon wieder überschritten, aber das ist auch. Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist, das so kurz zu halten. Der hätte ja sagen, schreibt es mir in die Kommentare, aber das hätte ich am Anfang sagen sollen, weil für die Leute, die es nicht so wichtig ist, oder für die Leute, die es wichtig ist, die sind jetzt schon weg. Also von daher, ja, wir basteln einfach. Das ist sofort auf den Haufen. Sag's euch. Kommst du rein? So, da. Ah, das ist ja scheiße. Das tut sonst so weh an den Fingern. Sind ein bisschen sensibel. Das ist dasselbe Problem. Das lässt sich da nur zusammenbauen, wenn es gespannt ist. Das ist wahrscheinlich nicht gut für den ganzen Kunststoff, wenn das da. Das hätte ich. Das ist wichtig. Wenn ich das Modell anpasse, hoffe ich, dass ihr daran denkt, die Runde muss ein bisschen schlanker werden. So, dann machen wir das Ding wieder dran. Dass wir auch unsere Ziegelfernrohre und Zeugs montieren können, die wir vielleicht irgendwann mal haben werden. Wobei, habe ich jetzt einen 3D-Drucker, da kann ich jetzt. Dafür kann ich Teile entwerfen, das muss ja keine Funktion erfüllen. Da kann ich da einfach die Schnittstelle nehmen, die habe ich schon gefunden. Und dann schneide ich das da ab und mache mir darauf, auf was ich lustig bin. Das ist ja dann, da sind ja der Kreativität keine Grenzen gesetzt. So, guckt, jetzt sieht das auch gut aus. Das sehen wir doch jetzt schon. Da hoffe ich, dass das klappt. Dann schaffen wir es vielleicht auch unter die 10 Minuten. Das ist nicht wie beim letzten Mal, dass es eine halbe Stunde wird. Aber eine halbe Stunde, in der ich was gelernt habe, also. Ja, eine halbe halt. Die Schwabe und euch wisst, was ich meine. So, da. Jetzt haben wir da die Stühle, da können wir uns mit dem Rädchen gegen die Radlersaufen verteidigen. So. Da guckt. Ah, rascht halt ein. Das hat beim anderen. Ach Gott. Oh Gott schon. Man muss halt nur gescheit machen. Dann müssen wir es laden. Und nochmal, weil es so schön war.
Geht aus beide Läufe. Schießt aus alle Rohr. Können wir es zuerst laden. Das sieht halt jetzt schon. Jetzt sieht es so aus, wie wenn es so kehrt. Ja, auf die 10 Minuten. Hey, wir haben es. Ist schon geschafft. Jetzt spielen wir noch ein bisschen rum. Das ist, weil es einfach Spaß macht. Lasst ein Abo da, wenn ihr sehen wollt. Und drückt das Klingerle, wenn ihr sehen wollt, was ich da noch mache. Muss ich mal gucken. Das geht schon. Ich bin überlegen, aber man muss halt richtig rum nicht und dann Gott so. Das fliegt hinaus, oder? Das landet in einer Kruschelkiste. Muss richtig runterziehen, dann rastet es auch ein. Das ist halt. Das wird ich ein paar Mal brauchen. Und irgendwann mal ist das dann eingeschliffen. Das ist halt. Ja, wahrscheinlich hat das jemand einen 3D-Scanner reingepackt. Und hat das ein bisschen Toleranz und dann hat er 3D-Drucker Toleranz und wenn das alles so ungünstig zusammenkommt, dann passt es halt plötzlich nicht mehr ganz so geschickt. Aber besser wie hier nichts. Also von daher bin ich da schon sehr dankbar, dass sich da jemand die Mühe gemacht hat. Weil 3D-Scanner fehlt mir noch. Das wäre natürlich schon noch schick. Oh, was ist denn los? Mag's jetzt nicht mehr. Jetzt soll nach dem Video kaputt gehen, nicht während dem Video. Das ist. Wobei, vielleicht soll ich auch mal aufhören mit Testen. Dann reduziert sich die Wahrscheinlichkeit, dass es hingeht. Na guck, da kann man jetzt wieder. Mit einer Hand kann man da schießen und nachladen. Gut, dann müssen wir zwar als Pfeile wieder haben. Ja, da fällt jetzt ein bisschen Schwung, das ist, glaubt. Ist das jetzt gegangen? Ich hätte aufhören sollen zum Testen, als es noch gegangen ist. Das ist jetzt. Das ist jetzt nicht der Ernst, oder? Sollen wir das Video aufhören oder gut oder noch aufmachen? Das. Ja, jetzt sieht die Neugierde doch. Jetzt gucken wir da nochmal rein. Das ist. Wie wenn ich es provoziert hätte. Aber ich will euch halt nur Lösungen präsentieren, die auch wirklich gegangen hat. Das habe ich extra liegend gedruckt, weil normalerweise in die Richtung brauchst du Stabilität. Das müsste eigentlich besser sein. In die Richtung, aber. Und das mal zwingen wir jetzt wirklich die Dinger da weg, weil das müssen wir dann. Ah ja, das ist wieder. Wie der Ultra groß. Zur Zeit läuft es aber echt nicht. Ich hoffe, euch unterhält es wenigstens. Hat es wenigstens irgendeinen Wert. Für mich, also, bringt einem bei, wie das Leben manchmal so spielt. Wenn es nicht läuft, dann lernt man so in etwa. Aber wenn man keinen Erfolg hat, dann lernt man wenigstens was. Weil das ist. Ja gut, dann wird es auf jeden Fall 5 Euro liegen. Bist du da? Also, Scheiß. Oh Gott, das. Ich glaube, das habe ich schwach gedruckt. Das hätte ich mit. Ich glaube, das andere habe ich mit kompletter Füllung gedruckt und das nur mit. Da guckt. Ich glaube, das andere habe ich komplett ausgefüllt gedruckt und das halt nicht. Ja, das.
Ich glaube, das muss ich gucken. Das habe ich. Ja, das habe ich massiv gedruckt. Ja, das ist ja Scheiß. Da hab ich wohl die Einstellung geändert. Ja, das geht nicht. Guckt. Das habe ich extra gedacht. Druck das so, dass in die Richtung stabil ist. Aber es ist halt da, das ist die Hauptauflagefläche und wenn das dann nicht ausgefüllt ist, so kann ich es mir zumindest mal erklären. Aber das dann hätte ich sagen, hier haben wir nicht lang rum. Baue das aus. Ja, das brauchen wir. Das mal machen wir die Dinger weg. Das ist jetzt. Das wollen wir noch ein paar Mal auf und so machen. Das macht jetzt keinen Sinn, das Weiße mit einem einzubauen. Da guckt. Das ist in die Richtung. Von der oben nach unten hält der Druck nicht viel aus. Das ist, finde ich, da. Das ist halt. Ja, das ist wenig ausgefüllt. Da habe ich nicht aufgepasst beim Drucken. Das ist das andere, da habe ich mir gedacht, ja, das muss einiges an Kraft aushalten. Das muss ich massiv machen. Bei dem habe ich gedacht, ihr habt selber eine Einstellung gehabt. Ja, jetzt wissen wir es. War nicht so. Das machen wir jetzt nochmal. Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall, in schwarz sieht schöner aus. Ja. Weiß ich nicht, ob das Hebel jetzt einfach gleich Druck und doch noch vorher anpasst. Ja, ist doch wieder länger geworden. Dann wird es nächstes Mal vielleicht 5 Minuten, weil jetzt lassen wir es zerlegt und dann bauen wir das nächste Mal bloß zusammen. Dann bis nächstes Mal. Viel Spaß beim Basteln und euch ein bisschen mehr Erfolg beim Basteln. Das wünscht euch euer Blaster-Ingenieur.